Leute, herzlich willkommen bei mir, Baba J, mit einem neuen Video. Wir sind heute bei Verborgene Welten, heisst der Kanal. Der hat ein Video rausgebracht, 10 verborgene Geheimnisse an Sehenswürdigkeiten der Welt. Würde ich sagen, schauen wir mal rein. Es gibt viele Bauwunder, welche ihre ganz eigene Geschichte geschrieben haben, und die kennt jeder. Doch wie gut kennt man sie wirklich? Manche von ihnen bergen kuriose Besonderheiten und Geheimnisse, andere hingegen sind schon für sich genommen ein Mysterium. Im Video findest du einige Beispiele und möglicherweise die ein oder andere Überraschung. Dich faszinieren geheimnisvolle Dinge und unglaubliche Entdeckungen? Dann zeig es uns gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniere Verborgene Welten und begleite uns während unserer Abenteuerreise. Weiß es nicht. Die Freiheitsstatue. Sie gilt als das Symbol der Hoffnung für Einwanderer, die Freiheitsstatue. Dabei war ihre ursprüngliche Bedeutung nach innen gerichtet. Die Liberty Enlightening the World sollte an das Ende der Sklaverei erinnern. Die zerbrochenen Ketten, welche sie früher in der linken Hand hielt, sind noch vorhanden, allerdings kaum noch sichtbar unter ihren Füßen. Da wirkt es ernüchternd und profan, dass dieses Symbol der Freiheit schon 1887, also ein Jahr... Die hat früher eine Ketten in der Hand gehabt. Oder in der Hand. Okay, wieso hat man das ersetzt? Jahr nach der Eröffnung als Leuchtturm verwendet werden sollte. Davon kam man aber aus unterschiedlichen Gründen wieder ab. Die größte Symbolik liegt natürlich in der Fackel der Freiheit. Weniger bekannt ist, dass das Original der Fackel mittlerweile im Museum der Freiheitsstatue zu sehen ist. In der Hand hoch über den Wellen befindet sich seit 1986 eine neuere Version. Früher konnte diese sogar von Besuchern bestiegen werden. Über eine einzelne Leiter konnten bis zu 12 Personen in die Fackel hinaufsteigen und auf den Balkon hinaustreten. Aus Sicherheitsgründen dürfen heutzutage nur noch Mitarbeiter des National Park Service diesen beeindruckenden Aufstieg durchführen. Londons kleinste Polizeistation. Ein Besuch in London sollte auch einen Abstecher zum Trafalgar Square beinhalten. Und ich laber da die ganze Zeit rein, während der am Labern ist, sorry. Das habe ich schon gesehen, da einfach so eine mini kleine Dings da, Zelle für, also, ich glaube, dort hat es gerade noch Platz für einen Stuhl drin. Dann hocken die so den ganzen Tag dort drin und schauen sich den Verkehr an. Unbewusst besucht man dabei mehr als nur Nelson's Column, Londons kleinste Polizeistation. Dabei handelt es sich um eine dekorative Lichtsäule mit Türen und kleinen Sehschlitzen. Ende der 1920er Jahre erbaut, sollte sie dazu dienen, mögliche Unruhen bei Versammlungen am Trafalgar Square zu erkennen und notfalls über eine direkte Telefonverbindung Scotland Yard zu alarmieren. Nahm der Offizier im Inneren den Hörer ab, blinkte das Licht oben an der Station. So konnten auch Streifenpolizisten sofort sehen, dass etwas im Argen lag. Aha, okay. Aber Leute, stellt euch vor, ihr seid der arme Sieg, der den ganzen Tag muss dort hocken und schauen, ob es irgendwelche Unruhe gibt. Einfach nur dort rein am rumchillen, Mann. Alter, das würde mich vorher ankotzen. Scheiße. Drecksjob. Das Kolosseum. Das Kolosseum ist seit Jahrhunderten das Wahrzeichen Roms schlechthin. Ich finde sowieso, wir sollten wieder so Gladiatorenspiel haben und das braucht Menschheit. Wir sind schon immer darauf abgefahren. Wieso hat man aufgehört damit, Mann? Das markante Äußere kennt jeder. Was jedoch viele nicht kennen, sind die verborgenen Teile, in welchen das eigentliche Know-how des Gebäudes steckte. Die unterirdischen Anlagen und Tunnel stellten nicht nur den Raum für wilde Tiere und Gladiatoren, sondern beherbergten unter anderem Hebevorrichtungen. Ja, das habe ich auch schon gehört, Leute. Das sind Gladiatoren und so Leute und alles, Wölfe und bla bla bla, sind dort einfach aus dem Boden rausgekommen. Das muss fett geil gewirkt haben damals, Mann. So, also sie kommen einfach so magisch aus dem Boden raus. Ja, es haben aber wirklich geil überlegt. Man findet dort auch überall noch so in der Wand so Ablagen, wie soll ich das sagen, so Einkerbungen,
für die Holzbalken, wo dann die Hebebühne darauf befestigt gewesen sind und so, und oben, wo man hat können den Boden runterlassen und so Scheiße. Das ist fett geil. Und Plattformen, welche in die Arena hochgefahren werden konnten. Einige der spannendsten Bereiche waren lange Zeit nur Archäologen zugänglich und wurden erst in jüngster Zeit für die Öffentlichkeit freigegeben. Damit öffnet das alte Rom ein weiteres Fenster in seine vielfältigen Geheimnisse. Mount Rushmore Wie kleiner Moment, mich juckt's am Sack. So, besser. National Memorial. Wer kennt nicht die im Fels verewigten Köpfe der US-Präsidenten George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincoln am Mount Rushmore National Memorial? 14 Jahre Bauzeit benötigte die Erschaffung dieses Denkmals in den Black Hills von South Dakota. Die imposante Vorderseite ist weltberühmt, doch weniger bekannt dürfte das sein, was sich im Fels hinter dem Monument verbirgt. In der als Hall of Records bezeichneten Höhle sollte ein Shrine of Democracy Sculpture entstehen, eine Botschaft an spätere Zivilisationen oder außerirdische Besucher. Das Vorhaben wurde in dieser Form nicht vollendet. Und die außerirdischen Besucher, die gehen natürlich erstmal so eine Höhlenbesichtigung machen, um sich mal die Hall of Records anzuschauen. So, was haben die so erreicht? Cool, machen wir da ein bisschen Museumsbesichtigung. Geblieben ist ein Gewölbe mit 16 Porzellan-Emailtafeln, auf denen neben der Unabhängigkeitserklärung und der Verfassung der USA auch die Biografien der 4 Präsidenten sowie die Geschichte der USA niedergeschrieben sind. Das Empire State Building. Auch wenn es den Titel als höchstes Gebäude der Welt abgeben musste, ist das Empire State Building ein Symbol der Moderne geworden. Und auch heute noch ist es mit seinen 102 Stockwerken ein prägender Teil der berühmten Skyline von Manhattan. Beeindruckend, doch nicht ganz richtig. Die oberste Struktur mit der gewaltigen Antenne war eigentlich als Ankermast für Luftschiffe gedacht. Ihr unterer Teil birgt ein Geheimnis, von dem viele wohl nicht wissen: die 103. Etage. Der öffentlich nicht zugängliche Bereich ist nur etwas für Menschen mit starken Nerven. In schwindelerregender Höhe trennt nur ein kniehoher Sims mit kleinem Geländer Besucher vom freien Fall in die Tiefe. Am unteren Ende des Gebäudes, tief im Untergrund, gibt es ebenfalls ein kleines Extra. Da, wo heute das Empire State Building steht, floss einst ein Fluss. Dieser sickert an besonders regnerischen Tagen auch heute noch nach oben. Ja, aber da finde ich jetzt also viel interessanter, dass der Scheiß eigentlich für Luftschiff gedacht war. Ist ja geil. Also ist mir damals wirklich so davon ausgegangen, dass Luftschiff jetzt voll Zukunftsvision ist. Das ist das Transportmittel von der Zukunft. Für das brauchen wir dort oben eine Station, dass die Leute ja direkt dorthin können. Okay? Heftig. Aber das kleine Mürli, Alter, das, boah, ich könnte dort nie raufgehen, man. Fuck. Bruder, Höhenangst kickt dort nur schon rein, wenn ich Bilder auf dem Fernseher gesehen habe. Im Jahre 1565 fand Herzog Cosimo I. de' Medici von Florenz eine Lösung für ein Problem, mit welchem die meisten Herrscher sich herumschlugen und es teils heute noch tun, nämlich der Öffentlichkeit aus dem Wege zu gehen. Mit dem Vasari-Korridor wurde eine vor den Blicken des Volkes verborgene Verbindung zwischen dem Palazzo Vecchio, den Uffizien, und dem Palazzo Pitti, also privater Residenz- und Regierungsgebäuden, geschaffen. Es handelt sich dabei um ein etwa 1 Kilometer langes Gebilde, welches auch den Fluss Arno überquert. Da der eigentliche Zweck des Baus darin bestand, im Verborgenen zu bleiben, war der Vasari-Korridor naturgemäß ein Geheimnis. Ja, Geheimnis, klar. Es geht dort durch die Luft von der ganzen Stadt durch. Aber ja, safe ist ein Geheimnis gewesen. Ja, aber ich finde es eine geile Überlegung, weil so oder so, die Leute haben gewusst, für was es ist, aber trotzdem hat es gewirkt. Also seine Ruhe hat er gehabt. Der gemütlich durchlatschen, wo hier ja will hat. Gechillt, der Scheiß, man. Gechillt. Bis zum Jahre 1889 musste Paris ohne sein weltbekanntes Wahrzeichen, den Eiffelturm, auskommen.
Beinahe wäre er sogar nach Barcelona gegangen, doch wie auch in Paris wollte man dort solch ein Ungetüm nicht in der Stadt haben. So wurde der Turm dann zur Weltausstellung 1889 doch in Paris errichtet, sollte aber dann spätestens nach 20 Jahren wieder abgebaut werden. Doch statt zu Altmetall wurde er am Ende zum weltbekannten Wahrzeichen der Stadt. Zu den ersten Besuchern gehörten übrigens die britische Königsfamilie und auch Buffalo Bill. Dass der Eiffelturm lange Zeit als das höchste Gebäude der Welt galt, ist kein Geheimnis. Andere Infos sind hingegen nicht jedem geläufig. Der französische Bauingenieur und Namensgeber Gustave Eiffel richtete sich einen geheimen Raum auf dem Turm ein, welcher eigentlich schon mehr eine kleine Wohnung war. Dort gab es neben Möbeln sogar ein Badezimmer. Ein Schlafzimmer fehlte übrigens, Übernachtungen waren wohl nicht geplant. Neben anderen prominenten Besuchern soll Thomas Edison ein häufiger Gast gewesen sein. Die Wohnung kann heute noch besichtigt werden. Etwas Müsste jetzt nicht wohnen dort. Mit Höhenangst ist das keine Wohnung, wo irgendwie zu empfehlen ist. weiter unterhalb der Wohnung sind als Erinnerung die Namen von 72 französischen Wissenschaftlern und Ingenieuren vergangener Zeit eingraviert. Im dritten Stock des Eiffelturms befindet sich ein Labor der Meteorologie, das Forschung hier nicht nur blanke Theorie befindet und Ingenieuren vergangener Zeit eingraviert. Im dritten Stock des Eiffelturms befindet sich ein Labor der Meteorologie. Dass Forschung hier nicht nur blanke Theorie war, zeigt die Tatsache, dass auf dem Eiffelturm die kosmische Strahlung entdeckt wurde. Militärische Geheimhaltung betraf den 1909 unter dem Eiffelturm angelegten Bunker. Auch dieser kann heute besichtigt werden, inklusive dem Besuch eines kleinen Museums. Der Vanderbilt Tennis Club. Manche Orte haben verborgene Geheimnisse, andere sind selbst. Ja, je von dem gehört, schreibt's mal Kommentar, falls ja keine Ahnung, was das ist. Und schießt mir jetzt auch an googeln. Ein Mysterium. Letzteres trifft ganz sicher auf den Vanderbilt Tennis Club zu. Das Besondere an ihm, er liegt verborgen im 4. Stock des Grand Central Terminal, einem Bahnhof in Manhattan. Heute ist der Club öffentlich zugänglich. Seine Exklusivität zeigt er neben den entsprechend hohen Preisen, vor allem dadurch, dass er nicht besonders viel Werbung für sich macht. Ihn zu finden, ist im Gegenteil eine echte Herausforderung. Es ist also nicht verwunderlich, dass die meisten Menschen noch nie von dem nach dem Erbauer des Grand Central Depot benannten Vanderbilt Tennis Club. Ja, also alles gut. Er hat ja jetzt erklärt, was es ist und so, aber was ist jetzt an dem so ultra speziell? Also, sorry, aber das ist jetzt einfach ein Tennisclub, wo nicht im unteren Stock von irgendeinem Fitnessgebäude ist oder so. Und darum ist es jetzt speziell. Ich check's nicht. Club gehört haben, obwohl er bereits in den 1960ern von dem ungarischen Einwanderer Geza A. Gazdek gegründet wurde. Er wurde zu einem Geheimtipp der Raumfahrt, wurde zwar selbst ist eine Filmkulisse. Grand Central Terminal. Das Grand Central Terminal selbst ist einer der am meisten frequentierten Bahnhöfe Manhattans und wurde mehr als einmal zur Filmkulisse. Mehr als 700.000 Menschen passieren den Bahnhof, und zwar täglich. Kaum einem wird bewusst sein, dass er oder sie gerade an einem wertvollen Kunstwerk vorbeistapft. Die Rede ist von der Uhr am Hauptinformationsstand des Bahnhofs. Die 4 Ziffernblätter sind aus wertvollem Opal. Ernsthaft, jetzt kommen sie mir noch mit Scheiße. Da ist Kunst verborgen. Alter, am Zürich HB hängt auch so ein hure Kunstengel dort und es juckt auch keine Sau, dass der dort hängt, Mann. Ja, ich muss mir jetzt auch kein YouTube-Video davon machen. Scheiße. Verlassene U-Bahn-Station. Zur Weltausstellung 1851 wurde in London der berühmte Crystal Palace erbaut. Das Gebäude selbst fiel allerdings am 30. November 1936 nach einer Explosion einem Brand zum Opfer. Was darüber hinaus zunächst noch erhalten blieb, war hingegen der 1865 eröffnete zugehörige U-Bahnhof. Während des Zweiten Weltkriegs diente er noch als Luftschutzbunker. Doch auch er wurde 1954 abgerissen. Die reich verzierte U-Bahn selbst war somit dem Verfall preisgegeben.
Glücklicherweise wurde die U-Bahn unter Denkmalschutz gestellt und wird nun wieder restauriert, denn die ganze Anlage gleicht von ihrer kunstvollen Gestaltung mehr einer byzantinischen Kirche als einem profanen U-Bahnhof. Kein Wunder, war sie doch für die damalige Upper Class gedacht. So gewährt die U-Bahn einen faszinierenden Blick in das viktorianische Zeitalter. Und hiermit sind wir am Ende des Videos. Okay, von mir aus. Was soll ich jetzt zu dem sagen? Keine Ahnung. Hübscher U-Bahnhof, ja. Oh shit, man. Ja, gut, Leute, würde ich sagen, ist mal wieder interessant gewesen. Ein, zwei Sachen habe ich tatsächlich nicht gewusst. Haben wir noch etwas gelernt, ich zumindest. Auch, dass es anscheinend sensationelle Tennisplätze gibt. Cool. Ja, Leute, dann würde ich sagen, danke vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace!